Und somit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Zoo, beziehungsweise Folge Nummer 8 ist das mittlerweile, so viel es mir ist. Wenn ich das richtig aufgeschrieben habe, und es ist schön, seid ihr wieder mit dabei, schön habt ihr eingeschaltet. Ja, wir sind back im Zoo und ich habe die Zeit mal angehalten, das wollte ich eigentlich nicht wollen. Wir sind nämlich bei unserem Homie, unserem Zuchtbullen Nassor. Und der hat von euch einen neuen Namen bekommen. Das ist jetzt der Fentu. So. Oder auch nicht. Fentu. Jetzt ist der Fentu. So. Merci Zirpo an dieser Stelle für einen Namensvorschlag. Und wir haben noch einen weiteren Namensvorschlag bekommen von euch in den Kommentaren. Und das ist da hinten. Jetzt muss ich jetzt schnell schauen, ich weiss aber nicht welches. Weil wir haben mittlerweile zwei junge Nashörner, beziehungsweise nicht Nashörner, Flusspferd. Das ist der Herr da. Der ist 2-jährig. Und wir haben einen hier. Auch daher. Die müssen wir dann rausnehmen, sobald sie ausgewachsen sind. Aber dann wäre das hier unser erstes Baby. Und das müssen wir auch umtaufen. Und zwar ist das der Fetzen Toni. So viel es mir ist. Ich muss jetzt schnell nachschauen. Ich glaube, Fetzen Toni, genau. Der Tovovo hat das vorgeschlagen. Und hier haben wir noch den Fetzen Toni. Oder? Nice. Genau, dann haben wir das mal erledigt. Also wenn ihr weitere Namensvorschläge habt für irgendwelche Tiere, ab in die Kommentare damit. Und läuft die Aufnahme? Ja, die läuft super schön. Wow, das habe ich nicht gewollt. Und dann gehen wir hier über unser Keg, das ich letztes Mal noch fertig gebaut habe. Und ich habe auch einen Eingang gebaut. Hier, genau. Und das hat jetzt schon das erste Tier reinkommen. Ich habe nämlich zwischen den Folgen heute die neuen Tiere suchen da. Und was das ist, werden wir jetzt zusammen erfahren. Was ist da wieder los? Sauberkeit im Keg. Oh Gott, warte, das Schwein hat schon wieder Nachwuchs gehabt. Achtung, Achtung, es geht los, unsere Tiere kommen. Seid parat. Boom! Hallo! Ja moin, auf einmal schütteln, gell? Geil. Du bekommst auch noch einen Kollegen. Oh, er ist auch noch grösser. Moin! So. Drücke jetzt schnell wieder Pause, dass sich die in ihrem leeren Keg nicht unwohl fühlen. Ja, wir haben Giraffen jetzt. 2 schöne Giraffen. Und wie es denen geht, also beziehungsweise jetzt müssen wir natürlich noch das Keg anpassen. Die Grösse passt sogar. Die haben sogar mehr als genug Platz. Okay. Also, aber sie haben noch viel zu viel Längsgras. Das können wir doch geschwind ändern. So. Ne, warte mal. Mal braucht weniger Gras lang. Nicht, dass ich wieder falsch lese oder mobbt mich wieder in den Kommentaren. So. Jetzt sieht es gut aus, jetzt braucht es noch ein bisschen Erde. Erde leicht. Ja, das sieht alles schon gut aus. Stabiler Rückzugsort sollten wir noch basteln. Jetzt wie baust du einen stabilen Rückzugsort für eine Giraffe?
So. Ah, die sind auch hoch. Ich würde sagen, die passen ja schon nie rein. Alter, ist das Ding gross? Das ist eine Verarsche. Das ist ja riesig. Passt das hier? Das könnte noch so knapp reinpassen. He? Wenn wir das Ding ein bisschen überschieben, könnte das da reinpassen. Warte mal. So. Und jetzt könnte das eigentlich passen, wenn wir schon einen haben. Das ist doch cool so. Ah, was meint ihr? Passt, oder? Wo ist der Zündwert? Kann man das irgendwie so ein bisschen da hinten, da haben die ihre Ruhe vor den Leuten gefahren. So. Und dann können wir denen da Mittel... Schlafmöglichkeit gross, ja, aber extra gross, schon eher, ja. Hey. Ich meine, das sind Giraffen. Ich hoffe, die kommen nicht über unseren Zaun drüber. Das da dann so ein bisschen bequem machen. So. Nachher brauchen wir natürlich noch Wasser. Wäre auch kein Seich, aber das würde ich dann hingegen wieder da vorne machen. Dass die da trinken können. Ich habe so Paranoia, dass die über den Zaun einfach so drüber steppen. Aber ich weiß auch nicht, wie hoch dass die können, also wie fest dass die können das Knie machen können. So. Werden wir alles sehen. Also Wasser. Wassertrag. Wie sieht es aus mit Futter? Ah, die brauchen so noch Futterkäfig, ich würde sagen. Machen wir doch den auch da vorne. Boah, ein sauer Ding. So, dann haben wir hier noch Futterspender. So ein bisschen hier. Einen Sprinkler her tun irgendwo. Ich weiß nicht, ob sie das gerne haben, werden wir merken. Eine Riebsäule. Hier. Voilà. Dann können wir mal gucken, wie es ihnen passt. Das ist ein Riesentier. Lebensqualität ist noch dunkel. Das passt noch so weit. Jetzt müssen wir einfach schnell Play drücken. Oh, schau jetzt, da geht es gleich rauf. Nice. Bepflanzung passt da. Nice. Ja moin. Und sie säckeln direkt da vorne zu den Leuten. Ah, finde ich geil. Ja, wir brauchen Namen für unsere Giraffen, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, wie wir unsere Giraffen so nennen. Unsere Netzgiraffen. Da haben wir jetzt den Latif und Affa. Das ist jetzt schneller gegangen, als ich gedacht habe. Krankes Tier entdeckt. Wo? Nein! Warum ist die krank? Inkubation, Listeriose. Kann mal ein Tierarzt kommen? Was ist denn los? Weiter, was ist los?
Nochmal ruhig. Bro. So. Ja gut. So weit, so gut. Die geht in die Krankenstation. Das Keg 2 ist immer noch dreckig. Aber das ist doch... Nein, schau mal, das ist super. Was ist das da? Ist das Wasser irgendwie dreckig? Blau ist gut. Und das ist glaube ich einfach der... Was heisst die ins Wasser schießen? Weil sonst sieht es... Ja gut, hier... Jetzt stecken sie Arsch aus dreckig an. Ja, willst du mal, kann da mal einer den Arsch putzen da? Hallo? Shit. Ja. Die schießen halt immer alles voll, die Siechen. Aber der grösste Schmutz ist einfach immer noch hier. Schau das mal an. Ja, unser Giraffe ist zurück. Ist schnell gegangen. Und ist oh, Wohlbefinden voll da oben. Nice. Wie geht's unseren Elefantis? Ernährung? Kann sein, dass wir irgendwie zu wenig Tierpfleger haben? Ist der am Fuß oder ist der irgendwie down? Nein, Wohlbefinden 93%. Das ist ein Penner. Hallo. Homie, alles gut? Ich frage mich, ob ich jemals schon einen Elefant so gesehen liegen. Wow. So ein Viech. Hey, schon wieder? Ja moin. Okay, jetzt ist es das Wasser. Alles klar. Alles klar. Okay, wir müssen irgendwie da so eine Wasserfilteranlage einbauen. Betriebsmittel, Wasseraufbereitung. Jetzt wie hat es schon wieder funktioniert? Kann ich die jetzt Keg reinpflanzen? Ist das schlau? Kann ich die hierher tun? Durch Wasseroberfläche blockiert. Oh. Ja, ich weiß halt nicht, ob die so alles abdecken, oder? Oder ich weiß nicht, wie das ist, wenn das... Ich zeige wieder mit dem Finger. Wenn das jetzt nur so ein bisschen anschneidet, ob dann das Ganze gereinigt wird oder nicht. Weil sonst würde ich das Ding irgendwie so her tun, dann würde es alle Gewässer abdecken. Wir können es mal probieren. Kein Strom. Mist. Ich weiß halt nicht, wie schlau es ist, die im Keg innen, ob die überhaupt darfst im Keg innen haben. Behandelte Gewässer 3 Mal scheinbar. Scheint zu funktionieren. Okay. Ja, lass das mal, schreib mal. Lassen wir es mal laufen, werden wir es merken. Es sollte jetzt einiges sauberer werden. Man, was die Nilpferde eins rumkacken. Was? Keine erreichbaren Mitarbeiter mit genug Platz gefunden. Jacqueline, Lincoln Techniker. Keinen erreichbaren Mitarbeiterraum. Ah,
Mitarbeiterraum? Sind die alle voll? Quarantänebereich, Mitarbeiterraum klein. Ja, ich glaube, wir sollten uns langsam mal so ein bisschen um das Mitarbeiterding kümmern. Ha? Ich glaube, wir machen hier mal einen neuen Mitarbeiterbereich. Also einfach mal würde ich hier schnell den Weg noch ein bisschen weiterführen. Aber natürlich, nein, Länge, Breite. So. Eigentlich in der gleichen Farbe, wie wir das schon hatten. Hallo. Ist das gewesen? Da? Okay. So. Und dann würde ich hier wie ein bisschen breiter aber. Blockiert. Okay. Dann würde ich wie hier hinten gehen. Ja, mal so. Und auf der anderen Seite auch. Kann man da wieder vor? Nein. Gut, ja. Und dann ist der hier schon blockiert. Ja. Machen wir das halt auf der gleichen Höhe ungefähr. Können wir da irgendwie noch die Toilette zwischen tun? Warum ist das so schräg, Mann? Der Winkel ist auf 90 Grad. Die Wange ist einfach schräg wie eine Sau. Ups. Ja. So. Fertig. Ja. Hupsi. Aber das ist doch... Hä? Ich denke, der Weg ist schräg. Was ist der hier abgeknickt? Ja, klar. Ja. Egal. Also, Mitarbeitereinrichtungen. Was hat er gesagt? Mitarbeiterraum, hä? Nein. Jetzt mal. Mal Mitarbeiterraum. Mitarbeiterraum. Ist das falsch geschrieben oder was ist das Problem? Aber am falschen Ort. So, afrikanischer Mitarbeiterraum gross. Genau, dann würde ich den mal irgendwo da hinten herflexen. Dass wir da mal wieder können ein paar Leute anstellen, nachher vielleicht auch Orte machen. Wir brauchen auch mehr Zoopfleger und Tierpfleger. Hilft nichts. Gib ihm mal. Wir haben 2 Stellen, komm. Zoopfleger. Auch noch 2 Stellen. Ja, wir expandieren. Ich meine, wir haben ja das Geld, das läuft. Von dem her können wir nicht klagen. Wie sieht es jetzt hier aus? Einrichtung hat keinen Strom. Ja. Kann passieren. Rennt doch nicht wegen dem. Die brauchen doch keinen Strom. So.
das Stromproblem auch geklärt. Wasseraufbereitung nicht zugänglich, Stromkohle nicht zugänglich. Ja, das habe ich fast gedacht. Die müssen einen Weg haben. Gäste denken, dass der Tierpark günstig ist. Ja, das ändern wir noch so gerne im Fall. So. Die zwei müssen wir irgendwie anders gestalten. Mist. Wenn wir nach hier. Müssen da irgendwie wie einen Gang dazwischen ziehen. Warte jetzt mal. Zuerst mal da. Ich will den nicht mehr als Raster. Gott, die Geräusche bekommen. Halber Herzinfarkt. So. So weit, so gut, aber jetzt müssen wir das noch irgendwie... Dass wir die nicht da dran stellen können. Was ist... Moment, jetzt mal. Die blöden Raster. Okay, das wollte irgendwie nicht, weil wir es auch im Terrain haben. Aber das ändern wir ja jetzt eh. Und zwar verschieben wir die Türen, wenn wir das irgendwie schaffen. Hier ein bisschen, vielleicht drüber. Nein, die verschieben wir scheinbar nicht. Aber ich würde jetzt gerne irgendwie... Wie machen wir jetzt das am schlausten? Welche Mauer ist das gesehen? Die da. Hm? Was Tier ist denn kommen? Wo? Die Elefanten? Nein, 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 keine Panik, die sind noch da. Ja, alles noch da. Habe ich jetzt da irgendwie das Gitter auf da, oder? Hä? Es ist schnell, es geht nicht. Ja, nur keine Panik. Warum kann ich hier nicht mit einer Mauer bauen? Ah, jetzt. So. Ja, falsche Taste. Ah, jetzt hat es mir den Eingang vorgeputzt, darum. Ja, Mist. Ah, da muss ich einfach... Okay.
Ja, hier wäre doch easy. So. Das ist das nämlich auch wieder ein Cake, dass unsere Tiere nicht entkommen. Ja, man muss wissen wie, liebe Leute, man muss wissen wie. Aber den da kann ich sicher vornehmen, oder? Puff. Und dann kann ich hier Mitarbeiterweg hinterziehen, wenn das klappt. Aber gerne ganz schmal. Oh. Ist das der schmalste Weg, den es gibt? Breite 4 Meter. Das verändert sich ja gar nicht. Hä? So mega schnell ist es echt nicht. So. Oh Gott, ist das manchmal dämlich gelöst. Ach komm. Das muss ich jetzt eigentlich so machen. Dann muss ich auch das da nochmal ein bisschen breiter machen. So, irgendwie. Orti für einen Moment, bitte. Danke. So, und jetzt sind wir hier einen Mitarbeiterweg hingern. Warum kann ich den nur in breit? Mit dem blöden Köder hier muss nicht. Wo hier schon ein bisschen. Ah, okay. Da ist es gehangen. Okay. So. Voilà. Und jetzt passen die nicht mehr nebendran. Weil ich den Zeug dann habe gemacht. Wir auch ganz nach hier so an der Kante entlang. Nicht, können wir nicht. Ah? Nicht. Okay, hier. So. Schon wieder bei 28 Minuten. Mein Gott, das schaut doch niemand mehr an. Barriere bearbeiten. Ja. Machen wir das so ein bisschen so. Es ist gegen alles ein bisschen grösser als ich denke. Okay. So. Moin. Darum ich wollte, dass man die Dinge nicht so sieht, aber geht ja scheinbar nicht anders. Die blöden Raster, ehrlich. Ins Terrain rein tun. Terrainbearbeitung fehlgeschlagen. Mit S machst du mich einfach scheissig. Es hat einfach auch hier Platz. Wisst ihr was?
Lecket mir am Schöppli. Wir machen das wieder weg. Das ist gut, das da könnten wir echt. Wie sieht es so strommässig aus? Hat er Strom? Gut, vergiss es. Ciao. So. Jetzt nicht Panik bekommen. Der Elefant ist eingeschlossen. He? Das ist ein Fehler. Das stimmt nicht. Fake News. Ah, was? Wasseraufbereitung nicht zugänglich. Kannst doch hier überlaufen. Mein Gott. Ich muss das irgendwie anders einstellen, damit diesen blöden Raster auswählen. Nein. Child Row, beenden. Schieben. Versteckte Barrieren. Und dann. Warum tut sie das nicht am Weg andingseln? Das muss man nicht klären. Sie vielleicht. Köderhutte da überstellen. Die Spendenbox. Gut, die rendiert eh nicht so. Die stellen glaube ich wieder da zu der Giraffe über. Stimmt, das sollten wir dann auch noch ein bisschen vermehrt drauf schauen. Das Bänkchen schieben wir da ein bisschen über. Zum Beispiel hier. So, jetzt können wir doch da hier. Weißt du was? Geh nochmal weg. Irgendetwas ist aber nicht just mit dem Ding. So. Warum wird es nicht im Weg angebunden? Hier. Muss es in einem. Ah, jetzt ist der falsche Weg gewesen. Wow. 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 Gut. Schön. Ja, es kommt langsam. Wir kommen rein. Wir kommen langsam aber sicher rein. Und das Money läuft. Wir verdienen gut Geld. Wir machen gut vorwärts. Einrichtung mit stark negativen Effekten auf Gäste. Unsere Wasseraufbereitungsanlage. Ja. Ich glaube, ich überlege mir eine Lösung zwischen den Folgen für das Problem. Wie wir das genau machen, weiss ich noch nicht, aber hier Spiel. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder zu einer neuen Folge. Plan zu. Schön, seid ihr mit dabei gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Schreibt den Namen für unsere Tiere in die Kommentare. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Wir sehen uns morgen. Bis gleich. Timochi.